herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo ich euch darum gebeten habe, mir mal ein paar Fragen zu stellen für ein Q&A und das haben ihr auch zahlreich gemacht. Danke vielmals an dieser Stelle für die Haufen Kommentare. Es sind richtig coole Fragen darunter und jetzt habe ich hier ein paar Fragen rausgesucht. Auch auf TikTok habe ich das Ganze gemacht. Ja, dann würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Video und los geht's. Der Thiel Ago fragt, was ist dein Ziel an Abos auf YouTube? Und die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ich möchte der grösste YouTuber werden in der Schweiz. Nein, Spaß. Also ich habe kein fixes Ziel auf YouTube, was Abonnenten anbelangt. Es freut mich natürlich, dass die Zahl immer noch wächst, dass sie nicht runtergeht natürlich. Und mir macht es auch Spaß, dass ich euch damit unterhalten mit meinen Videos, dass ich Kommentare von euch bekomme, die ich auch lesen kann. Und das ist mir eigentlich fast wichtiger als die Abonnenten. Klar, schaue ich auch drauf, weil es macht mir auch selber, sage ich jetzt mal, ja, schon ein bisschen stolz hat, was ich jetzt schon ein bisschen erreicht habe mit euch. Und schlussendlich sage ich auch immer eben mit euch, es ist jetzt nicht mein eigenes Ding, das ich durchziehe, sondern eben, wir machen ja zusammen das Ding, darum auch eben das Motto Still We Rise. Also wir wachsen immer zusammen und das macht mir auch Spaß und ich hoffe, es geht so weiter und ja, wir schauen mal, wie weit das es noch geht. Der Simon18 fragt, was ist dein erstes Spiel, was du gespielt hast? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich habe angefangen zu spielen mit etwa 5, also relativ jung. So war es, dass mein Vater hat immer so die neueste Hardware gehabt, den Computer, und hat immer so das Neueste vom Neuesten gehabt, halt, weil er halt auch technisch recht Interesse an mir gezeigt hat. Jetzt weniger, aber früher schon. Und ich habe früher an immer so ein Schlümpfenspiel gespielt. Ich suche mal auf YouTube, ob ich vielleicht ein Video finde, ich das jetzt einblenden. So ein Schlümpfenspiel, wo so ein Jump-Run war, mit Hindernissen und alles. Das war schon recht witzig, vor allem als Kind hat man sehr viel Spaß daran gehabt. Und dann natürlich Formel 1, so ein uraltes Grand Prix 3 oder Grand Prix 2 war das noch gewesen. Und dann nachher noch, was habe ich immer so gespielt? Lego, wie hat es geheißen? Lego World oder Lego City oder so etwas. Ich weiss es nicht mehr. Aber so etwas habe ich noch gespielt. Und ja, also ja, recht sehr, sehr gute Erinnerungen an die Spiele und so, weil es halt echt Spass gemacht hat. Und später dann, so mit 12 ist dann mal GTA San Andreas in meine Welt gekommen und dann habe ich eigentlich nur noch das gespielt. Dann. Der IMP Mihi Brot, hoffentlich sage ich den Namen richtig, ich habe da nebenan den Laptop offen mit den Kommentaren. Er fragt mich, wo lebst du, in welcher Stadt oder in welchem Dorf? Es ist ja so, nicht, dass ich euch das nicht möchte, irgendwie vorenthalten, wo ich wohne, aber schlussendlich geht es halt auch ein bisschen wieder um gewisse Privatsphäre. Also, tun es bitte respektieren, dass ich nicht sagen will, wo ich genau wohne. Ich habe jetzt schon oft mal in Kommentaren geschrieben, ich wohne im Aargau, ich wohne in der Nähe von Aarau, Rheinach, so dazwischen. Also ihr wisst etwa, in welcher Region ich wohne. Aber genau der genaue Ort, wo ich wohne, möchte ich ehrlich gesagt nicht erwähnen. Einfach so halt aus privaten Gründen, sage ich jetzt mal, da als Privatsphäre. Also bitte respektieren. Es ist jetzt nicht böse gemeint gegen euch, aber es geht halt einfach ein bisschen um mich dann, oder muss ich halt einfach ein bisschen Egoist sein, dann böse gesagt. Der Jan van der Heide fragt, was ist der grösste Wunsch, den du dir schon immer erfüllen oder machen, aber noch nicht dazu gekommen bist oder noch nicht gemacht hast? Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich bin ich ehrlich gesagt einer, der nicht so viel Anspruch hat oder sage ich jetzt mal nicht so viel oder nicht grosse Wünsche hat. Also eben klar, so mit dem YouTube-Zeug hätte ich natürlich schon gerne, dass es ein bisschen weiterziehe und dass es noch mal ein bisschen grösser wird. Aber jetzt irgendwie ein Wunsch, den ich mir fix erfüllen möchte, habe ich eigentlich nicht. Ich bin sehr, sehr zufrieden, eigentlich so wie es jetzt momentan gerade ist bei mir. Also irgendwie jetzt materielle Dinge oder so habe ich gar keine grossen Wünsche, muss ich ehrlich sagen. Von dem her kann ich da keine gute Antwort drauf geben. Also eben wie gesagt, ich kann eigentlich alles, was ich brauche momentan. Ich bin zufrieden mit dem, was ich kann und von dem her denke ich mal, ja, habe ich nicht irgendwie einen grossen Wunsch, den ich möchte oder den ich brauche oder so. Der Leonardo fragt, hast du schon mal Haustier gehabt oder hast du Haustier? Ja, ich habe 2 Haustiere, beziehungsweise die sind eigentlich von meiner Freundin.
aber wo wir zusammengezogen sind, die natürlich auch mitgekommen. 2 Katzen sind das, 2 britische Kurzhaarkatzen und ich bin eigentlich seit klein her, also das ganze Leben lang bin ich immer mit Haustieren aufgewachsen. Also immer Katzen, nie Hund leider, ich kann schon immer einen Hund haben, aber das Problem ist halt eben, beim Hund muss man halt manchmal auch ein bisschen Zeit haben und wenn du halt immer noch arbeiten nebenbei oder es ist halt nie jemand rum daheim, ist es halt immer ein bisschen schwierig, noch einen Hund irgendwie noch nebenbei zu haben. Darum haben wir eigentlich immer Katzen gehabt. Der Mr. Julian sagt, erstmal Grüße aus Deutschland und welchen Fußballverein tust du supporten oder unterstützen? Erstmal Grüße zurück nach Deutschland. Danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Ich habe früher, als ich ein bisschen jünger war, habe ich eigentlich immer den FC Barcelona gefeiert oder Arsenal. Ich habe selber 8 Jahre lang geshootet, hatte dann ein Achillessehnenproblem bekommen, Listenproblem, darum musste ich aufhören. Und jetzt mittlerweile ist Fußballinteresse nicht mehr so groß, bin ich ganz ehrlich. Bei mir habe ich andere Sportarten, die mir eher gefallen, also Formel 1, das ist schon viel. Aber eine Fußballmannschaft, die ich eigentlich immer noch sehr, sehr gut finde, oder das wirklich, sagen wir mal, Champions League oder so, wenn ich eigentlich mehr für die, dann wäre eigentlich Liverpool dann. Der Samuel Enger fragt, wohnst du alleine in einer Wohnung oder mit der Freundin zusammen? Ich wohne seit 2 Jahren lang mit der Freundin in einer Wohnung. Und wir sind insgesamt schon jetzt 3 Jahre im Sommer zusammen, also schon relativ lang. Und ich lebe immer noch, also von dem her, mach's gut, Schatz. Der Warzone fragt, was ist dein grösster Scheissdreck, den du je gemacht hast? Ja, früher habe ich recht viel Scheissdreck gemacht, ganz oft mit dem Daru zusammen, der schaut damals auch meine Videos, Grüße an dich. Mit dem habe ich sehr, sehr viel Scheissdreck gemacht, Sachen, wo man heute eigentlich muss sagen, birrenweich. Angefangen mit einem Haufen Feuerwerkscheiß, also Tönder und alles Zeug bearbeitet und Zeug in die Luft gejagt. Und er ist zum Beispiel auch schon mal Töffel gefahren und ich bin so einem Milchwägel hinten noch gefahren, oder beziehungsweise man hat hinten eingehängt als Anhänger. Und völlig behindert eigentlich. Wir sind hier den Berg drauf gefahren mit etwa so 50 Sachen und wenn das ausgehängt hätte, wäre ich fix tot gewesen eigentlich. Und ja, also wir haben viel Scheissdreck gemacht. Der grösste Scheiß, den ich je gemacht habe, ist schon schwierig zu sagen. Ich kann es mal sagen, ich habe viel Scheiß gemacht, aber es war jetzt nie so gewesen, dass man jetzt sagen müsste, das ist jetzt der schlimmste Scheiß, den du je gemacht hast. Also eigentlich hat sich alles immer noch ein bisschen im Rahmen gehalten. Ich bin immer eigentlich recht anständig gewesen, kann man sagen. Ich habe schon Scheiß gemacht, aber nie so, dass man sagen müsste, ey, das ist jetzt... Das geht überhaupt nicht oder so. Also von dem her haltet es sich da noch relativ im Rahmen, sage ich mal. Der Leven Tocci, ich hoffe, die Namen auch richtig sein, fragt, was ist das für ein BMW, sieht richtig heftig aus. Der BMW, den ich kann, ist ein M235i, also eigentlich so eine Vorstufe vom M2 oder die zweite Vorstufe vom M2. Es gibt ja noch den M240i und dann kommt der M2, also ist eigentlich so die dritte höchste oder dritthöchste Ausbaustufe vom M2 und mir gefällt einfach, das Auto hat optisch und darum habe ich so einen unbedingt wählen und den habe ich jetzt etwa plus minus einen Monat. Der Mann kennt ihn, fragt mich, wie alt bist du geworden, und ich bin gestern am 16.06. bin ich 25 geworden, das heisst, ich bin näher an den 30er als an den 20er. Der Timo G fragt mich, wieso verlierst du immer beim Tennis? Sagt er ehrlich. Oh, hä? Oh, hey, an mich? Ja. Nein! 2-0. Ey! Doch. Nein, fuck it! Wieso gibt's da keinen Hechtsprung, Mann? Okay, ich glaube, der Schrei war richtig komisch. Der Alpaslan Talas, ich hoffe, ich sage die Namen auch richtig, fragt mich, was für eine Lehrstelle hast du gemacht und in welchem Betrieb war das? Ich habe in einem Betrieb gearbeitet, es war ein kleines Fachgeschäft. Wir haben Telekommunikation vertreten und auch Consumer Electronics und haben Fernsehen, Handys alles verkauft für Swisscom, Sunrise und Salt. Und es war echt in der Nähe und es war auch eine sehr, sehr coole Lehrzeit, also wirklich sehr, sehr gute Lehrzeit. Und ich wünschte, ich könnte wieder zurück in die Lehrzeit, das war nämlich sehr gut gewesen. Der Yamaskara HD fragt mich, Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel? Ich bin ganz ehrlich, Hamilton hat geilen Style, feiere aber ihn selber nicht so extrem, darum Vettel. Racing or Picklock? Der Janis Haderer fragt, verdienst du Geld mit YouTube? Der Behind the Light fragt mich, wie bist du eigentlich davon, YouTube zu machen? Und YouTube mache ich schon seit 2010, 11 etwa, habe ich schon mal einen Kanal gemacht. Der ist aber gelöscht worden, weil ich gegen Community-Richtlinien verstoßen habe. Also sprich, Musik habe ich verwendet, die einfach
Copyright drauf war. Und dann ist mir, wenn 3 Strikes bekommen, ist mir der Kanal gelöscht worden. Und wieso dass ich angefangen habe, ist eigentlich so ein Thema, das recht ein kleines längeres Thema sicher mal und ein kleines, sehr, sehr persönliches Thema. Ich sage mal so, ich habe, das mache ich so anteasern, vor 10 Jahren hat es mit Depressionen ein bisschen angefangen bei mir noch. Beziehungsweise, also heute nicht mehr so stark, aber ursprünglich, wieso dass ich das eigentlich mache, war eigentlich so eine Depression gewesen, und bin oft daheim und nicht gewusst, was machen. Und dann habe ich das so als Hobby für mich entdeckt und habe natürlich auch andere YouTuber gesehen, die eben auch Games machen oder Gaming-Videos machen, und ich habe das auch immer so in dem Stil machen, weil mir hat dann nachher auch angefangen, die Videobearbeitung sehr interessieren. Aber eben, wie gesagt, es hat einen recht grossen persönlichen Hintergrund. Falls euch das mal interessiert, kann ich gerne darüber reden. Ich kann offen über das Thema reden, das ist für mich nicht. So, und da schmiert einfach mal meine Kamera dort oben ab. Das heisst, ja, ist finito tendito, geht nicht weiter. Es ist aber auch gerade die letzte Frage gewesen. Also von dem her sind wir eigentlich mit dem Video schon durch. Ich weiß nicht, wenn es genau abgebrochen hat, aber wie gesagt, das Thema, wieso das mit YouTube angefangen hat, ist eigentlich ein recht persönliches Thema. Falls euch das mal interessiert, kann ich gerne auch ein bisschen mal über das reden. Vielleicht hilft es euch dann auch. Aber wie gesagt, sehr, sehr persönlich, aber ich habe kein Problem darüber zu reden. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das mit dem Q&A. Danke noch einmal für die vielen Fragen. Falls ihr weitere Fragen habt, dann stellt es doch gerne unter dem Video und dann machen wir wieder mal ein Q&A. Und dann würde ich mal sagen, wäre es das mit dem Video. Falls es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, und wenn ihr das Video teilen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!